Guten Abend von Straßburg, guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. Wir haben eine ziemlich movimentäre Woche heute. Hanna, da ist das Woche gibt Attacken Kirchmarkt zu Straßburg. Die war auch heute, aber im Europaparlament. Das Parlament wird oben zugesperrt. Die Neuigkeit im Parlament verburscht. Wer ist da noch weitergegangen? Die Chronologie von den Fällen hat ja schon zum Teil abgezählt. Es war noch keine Panik, mit Leuten haben gesagt, gut, wir müssen uns organisieren. Da das noch um 2:30 geschehen hat, wie der Präsident vom Parlament gesagt hat, die Haus können evakuiert, für die wollen, aber alle Risiken und Peril. Just für die Leute zu erklären, für die Sicherheit hier am Gebäude als zuständiger Präsident an seiner Administration. Die Sicherheit dabei sind französische Autoritäten bei der Polizei angefangen bis zur Präfektur. Der Parlamentspräsident hat sich die ganze Zeit für den Übergang von der Sicherheitsbewahrung hier an der Bausen zu machen und Message von der Präfektur gehalten. Um 4 Uhr konnten dann die ersten rauskommen. Wie das mein Hotel außerhalb von Straßburg ist, anders hätte ich nicht mit dem Autobahn fahren, weil die so war, sind schon heim geblieben. Mit das ist alles nicht. Mir tut leid für die Leute, die da umgekommen sind. Für die schwer blessiert sind, die wahrscheinlich für das ganze Leben psychisch und physisch werden markiert bleiben, für die hin nachstehen, die wirklich keine schöne Christen. Der Betrieb ist aber im Parlament den anderen Tag, also gestern, normal weitergelaufen, oder habt ihr irgendwie gemerkt, dass die Stimmung ein bisschen anders geworden wäre? Der Betrieb ist wie gehabt weitergelaufen. Wir haben um 10 Uhr angefangen. Das ist nicht normal. Normalerweise fängt man um 9 Uhr an. Wir haben den Report von der Sitzung von 9 auf 10 gemäht, weil viel darüber diskutiert werden über das Resultat von der Abstimmung am britischen Innerhaus. Weil die aber nicht über den Austrittsakkord, am Anfang den Divorceakkord aufgestimmt haben, als die Debatte auch nicht gehalten ging, weil wir konnten nicht über die Resultate schwätzen, die nicht da waren. Weil für den Betrieb ist normal 4 Uhr gelaufen. Das wird erwähnenswert, dass wir gestern auch einen Rapport aufgestimmt haben über die Bekämpfung vom Terrorismus. Das beweist doch, dass das Europaparlament sich Gedanken darüber macht, weil das ein Initiativrapport, den aber hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt auch Angang findet an die Legislation von der Europäischen Union. Wir müssen zusammenstehen, dafür ist noch ein europäisches Dossier. Ein Land lang kann, sogar wenn ein Land wie Frankreich, kann das nicht lang bekämpfen. Das ist möglich, dass den Terrorist den Straßburg verunsichert hat, oder während Prüdisch, dass das schon über die Grenze ist. Also, wir müssen das grenzüberschreitend abhaken. Ja, da kurz der Brexit geschwärzt, die Debatte, die heute nicht stattfand, weil die Aufstimmung eben, weil die Aufstimmung zu London noch nicht stattfand hat. Gestern hat aber Madame May ein Misstrauensvotum an ihre eigene Partei überstanden. Lo werdet aber irgendwann zu der Aufstimmung muss kommen. Gibt gesagt, spätestens den 21. Januar muss die Bühne sein, für das den 29. März dann den Austritt kann vonstatten gehen. Glaubt ihr noch um den Austritt oder meint ihr, dass das noch zurückzuziehen ist? Ich gebe nachher mal den Austritt, weil ich weiß nicht, wie aufgrund von dem Funktionament von der britischen Demokratie das nicht so machen, wie es den 23. Juni 2016 beschlossen ist. Ich glaube noch, dass es könnt. Ich glaube noch, dass es einen Akkord gibt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Großbritannien sich eine Reputation zielen, dass es nicht zu ihrem Wort steht. Sie haben versprochen, für zu 21 das zu bezahlen, was zu 21 Memberstaaten dezidiert ging. Großbritannien, ein Land mit einer ganz langen Tradition, international ganz stark implantiert, eng von den besten Diplomatien der Welt. Als ein Land, das an der Tradition vom gehaltenen Wort steht, dann zum Beispiel, just wie das dokumentieren, im Zweiten Weltkrieg mit Großbritannien, die ganz stark engagiert waren an der Befreiung vom Kontinent, die Waffen, die sie von den Amerikanern kriegen, integral zurückbezahlt. Die Emprunten, die sie dafür müssen, sich integral zurückbezahlt. Das ist also ein Land, das muss seriös holen, dann sprengen, was sich selber auch seriös holt. Das lo drinnen an drüber geht, das darauf zurückzuführen, weil Cameron die Initialzündung zu dem Dejeuner gegeben hat, weil eng Partei intern Krise wollte durch die Schlucht noch viel bekämpfen, am Resultat total untergegangen ist. Also den Hauptschuldigen ist nicht Theresa May, weil sie war für den Verbleib an der Europäischen Union, den Hauptschuldigen ist
den Cameron an dann alle goer die Frontireuren, die an der Partei ginn. Theresa May as Avalo, die britisch Premierminister steht der Europäische Union lowert oder die Brite werd aus der Europäische Union raus begleden. Mengt ihr, dat och ënnert hier werd geschéien oder kann et bis du auch noch zu engem Moment kommen, wo sie vielleicht net mit Premierminister ass? Et kann eng mir an der Politik hein Stolet den fir Leiit. Beet wit mat méi. Egal wéi sie huet versicht fir Erdland dat best rauszuelen an enger Zeit, wo dat irrationalt ëmmer méi Tiwerhand krit, huet sie versicht mat rationalen Argumenter Situationun ze kalméieren, wat am vung die Eichpflicht as vun enger Politikerin leider ass net genoss wie wéiet ginn. Dat Land ass so gesplegt Moment, dat de net wees ween, dat do kennt merken, a wéi kennt dat anderem ze summen halen. Ich wollte noch ganz kurz ein anderes Thema ausschwätzen, was auch das vor am Parlament hatte, nämlich den Sakharov-Preis, den das Jahr ging und einen ukrainischen Filmemacher, den aber am Prison ist, der wurde zu 20 Jahren Prison verurteilt, weil er anscheinend terroristische Akte geplant soll haben, ob der Krim, die von Russland annexiert wurde. Parlament hat eine lange Tradition beim Sakharov-Preis, den geht um Leute, die sich einsetzen für die Verteidigung von den Menschenrechten. Ja. Den Oleg Sentsov hat auch probiert, andere politische Prisonniere in Russland freizukämpfen durch einen Hungerstreik. Lo frage ich mich, welchen Impact hat die Vergabe vom Sakharov-Preis, den schon über 30 Jahre im Parlament vergibt, welchen Impact hat das dann, ob etwas wirklich geschieht an der Welt, was den Schutz von den Menschenrechten angeht? Schwer zu sagen, ich meine keinen immediaten Impact. Ich habe schon das deutsche Sprichwort, steht der Tropfen holt den Stein. Das heißt, muss nach viel der Drüpsen da kommen, für das das Regime zu Moskau zurückfinden zu einer Regierungsform, die kann mit Separation des Pouvoirs bezeichnen. Wir sind auch nicht so weit, denn Herr Sventov wieder so als politische Gefangene gehen nicht ein Regime, wo die Justiz am Anfang museleiert wird durch den Staat. Das ist der Fall an Russland, das ist der Fall an der Türkei, das ist der Fall leider auch an Ungarn, an Polen, was zwei europäische Mitgliedstaaten sind. Das ist überall da, wo die Leute meinen, sie könnten sich die Elementarprinzipien von Gewaltentrennung wegsetzen. Und da brauchen wir nicht zu wundern, dass das hier kennt. Die politischen Gefangenen, die können recht anhoffen, wenn der Druck von der internationalen Community so groß ist, dass die dann innenpolitisch geschwächt gehen, können dann Knien zwingen. Wir sind noch nicht so weit. Und uns als europäische Memberstaaten und als Parlament für die responsable Courant an den Ländern zu stärken. Wir können nicht Regierungsgeschehen angreifen, wir können aber Signale emittieren, dadurch, dass wir zum Beispiel den Preis verleihen. Der Sakharov-Preis, das ist symbolisch ganz viel wert. Und das ist ganz oft der Vorläufer für nach mehr eine hohe Auszeichnung zu kriegen, weil ganz viele von unseren Laureaten von dem Preis sind später Nobelpreisträger gehen, wie zum Beispiel Dr. Mukwege und die Dame, die auch das Thema Team zusammen den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Nadia Murad, genau. Die auch für ganz kurz im Parlament geehrt wurde. Ja, voilà. Gut. Ich sage vielmals merci, Herr Görens. Dann sage ich Adi auf Lützeburg und bis die nächste Kehr. Und ich alle gute, schön feier dich. Schön feier dich.